Nach ein Wort zur Energie. Wir haben in Europa wirtschaftlich ganz schwere Zeiten, weil die Energie immens teuer ist. Wir kennen verschiedene Gründe, mir an Deutschland als ganz klar auch schon vor dem Ukraine-Krieg gegangen. Und das könnte durch, weil da eine ganze Party gering ideologisch Fehlentscheidungen getroffen sind. Und mit der geringen Energiewende sind in Deutschland Strompreise explodiert. Der Strom ist teuer und nicht mehr ganz sicher. Wir verbrauchen zu Lützeburg pro Jahr rund am Gesamtenergieverbrauch 50 Terawattstunden Energie. Und wir produzieren selber 1% davon mit Solar- und Wandproduktion. 1%. Aber Dunkelflaute ist, dann ist das bei 0%. Das ist der Fakt. Das ist für auch die Leute so viel zu machen, wie wir könnten irgendwie in unserem Land die Energieversicherung sichern mit Wand- und Solarenergie. Das ist den Leuten sondern dargestellt. Das geht zu einem minimalen Deal. Technisch nicht möglich, dabei der einer Quelle. Wenn wir schon beim Thema sind, wir wollen keine ideologische Energiepolitik, wir wollen eine realistische Energiepolitik, aber wir wollen noch keine ideologisch abklären. Zum Beispiel, die Luftfahrt muss vom 1. Januar rund 2% sogenannte nordische Kerosin tanken, und dann nach regelmäßigen Aufständen geht das immer mehr hoch. Cargolux wird von einer existenziellen Bedrohung für die europäische Luftfahrt geschwärzt. Ja. Und dann könnt dann den neuen Nachhaltigkeitsrapport für größere Betriebe, auch da geht es dann immer mehr teuer, immer mehr kompliziert. CO2-Steuer klimmt weiter, aber lasst von Jahr zu Jahr mehr Leute an die Wirtschaft. Immer mehr Ablagen für Betriebe, immer mehr Strophen, für neue Häuser gehen auch immer mehr Ablagen. Gestern habe ich interessanterweise gelesen, am Wort, den habe ich Gutes gesagt, von der Welt Energiespuren, auf Wohnraum haben, da muss Modellhäuser stehen und dann dort aufzurappen. Das ist auch mal vielleicht der Punkt, den ich muss in Konsideration ziehen. Allgemein brauchen wir an der ganzen ideologischen Diskussion eine Korrektur. Am Platz von Transformationsplanwirtschaft brauchen wir freie Technologieoffenheit, am Platz Ideologie brauchen wir Realität. Es gibt viel zu machen. Ich wünsche der Regierung auf jeden Fall viel Courage. Sie hat Verantwortung für die Zukunft an ihren Händen. Er loset het net so, an dat mengg so loset net so, dass heise Entwicklungen stattfannen, wéi an einem Notbeschland Deutschland oder bei anderen Beispielen.